Guten Tag miteinander und herzlich willkommen zu der 8. Episode von der Nerdy Birds. Heute mit dabei der Andy. Hallo. Der Chris. Hallo. Der Hergi aka Walliser Gamer. Salut zusammen. Und meine Wenigkeit, der Raffi. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder mal zu viert. Der Eddie ist gerade seinen Kater am Streicheln. Es ist nichts Sexuelles. Und deswegen gerade nicht mit dabei. Ich muss zum Eddie etwas sagen. Du kannst ihm nichts sagen, er ist nicht dabei. Nein, zu ihm. Nicht ihm etwas sagen. Oh, ja, ist schon klar. Deine Anekdote. Genau. Also komm. Eben, am Eddie, sein Onkel, hat seinen Vater umgebracht und jetzt ist er in den Urwald geflüchtet. Das ist der Link gewesen, er hat etwas dazu sagen. Das bin ich nicht, das ist mein Hund. Was ist für ein Geräusch Eben, er ist in den Urwald geflüchtet. Er ist in den Urwald geflüchtet, wo noch von zwei anderen Kollegen nette Liedchen kennenlernt und dort in einem Zeitraffer ganz schnell aufwachst. In der Hoffnung, dass er dann irgendwann mal zurückkommen und sein Königreich kann wieder übernehmen. Hoffentlich fährt der Onkel kein Ram. Ah, hey, das war König der Löwen gewesen. Oh wow, danke, dass du es jetzt kaputt gemacht hast, Raffi. Nicht? So ist nicht, wie das System funktioniert. Ich sage irgendetwas und niemand geht darauf ein. Sonst funktioniert es nicht. Ich habe gar nicht richtig Du, aber- zugelassen. Ja, das ist okay. Das macht die meisten Hergi, nicht. du solltest zulassen. Ich bin Weil, gerade wie etwas... wenn du nicht zulässt, wieso soll uns sonst jemand zulassen? Weißt du, was ich meine? Ja, Also, Jetzt hat ist gut. er einmal in 8 Folgen mal einen Film erkannt. Mein Gott, Okay. lebt doch. Ich habe auch einen, aber ich der ist selber da auch in der noch Kater. Anyway. gut, ich mache jetzt da den Host vom Horst. Und möchte an dieser Stelle auch noch gerade mal schnell erwähnen, dass wir da den Walliser mit dabei haben. Und die es nicht wissen, er ist mit ein Teil von unserem Geekstübli. Jawohl. Geekstübli. Ja, bin ich. Ja, Quotenwalliser. der Quotenwalliser, genau. Ja. Und wir haben uns ja da zusammen da mit ein paar netten Dudes, und zwar zusammen mit dem Raffi vom Gamestübli und dem Mutze und eben Hergi Walliser Gamer zusammen mit den Nerdy Ja, Birds. beachten, nett ist relativ... Ja, einigermaßen sympathisch. Man kann sie anhören. Okay? Die drei Dudes, die machen auch Let's Plays, Streams und auch sonst ein paar kaputte Sachen. Und darum haben wir gefunden, wir laden gerade mal jemanden ein. Der Walliser war so lebensmüde und er gefunden, er macht mit. Das ist jetzt der zweite Anlauf, aber das lassen wir aussen stehen. Aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja, ist gut. Wir lesen es. Ja, nein, es kommt wirklich gut. Es ist wirklich gut angelaufen. Ja. Wir haben auch schon recht etwas produziert, da kommen wir aber später noch dazu. Ja, was haben wir sonst so am Laufen? Ausser unser Geekstübli-Ding. Da würde ich sagen, Andy, würdest du gerade mal erzählen, was bei dir so aktuell läuft? Ja, was läuft aktuell? Ich habe ein Comeback gefeiert. Nachdem ich jahrelang abstinent war, habe ich gefunden, ich spiele wieder WoW. Ich probiere es wieder mal, WoW? gebe dieser Sache nochmal eine Chance. Ja, voll. Jetzt kommen wir den Classic-Server, das hat mich irgendwie mega gehypt, um nochmal reinschauen, weil da kann ich meine Ende 20er, Anfang 30er Lebensjahr genauso vernichten, wie ich es mit den Teenager-Jahren gemacht habe. Und mal schauen. Also, Du musst jetzt nicht für die Schule lernen. ja, das habe ich ja damals mal nicht. Aber relativ schnell gemerkt, ich habe jetzt einen Charakter so aufs Maximum-Level gespielt und habe relativ schnell gemerkt, eigentlich ist es mega scheiße. Und ja, was mache ich jetzt? Ich höre auf, spiele damit und warte mal, bis er dann rauskommt, weil ich weiss nicht, es ist wahrscheinlich mehr so das Emotionale, wenn du etwas früher gerne gemacht hast, so, oder ist wie die Ja, CBD rauchen, so. Oder Ocarina of Time spielen. Richtig, Ich wollte auf all die Remakes von den Zelda-Titeln ansprechen, weil ich kaufe auch jedes Mal wieder. Und es ist wieder immer das gleiche System. Es ist immer das gleiche System. Einmal im Jahr fange ich wieder an zu spielen, spiele einen Charakter aufs höchste Level und dann finde ich, weißt du, eigentlich ist es mega scheiße, fick die und höre wieder auf. Und das Jahr darauf fängt es vorne an. Ich muss sagen, WoW war jetzt das erste und das einzige Spiel, das ich damals in einen Abfall geschossen habe. Wirklich die CDs zerbrochen, müssen wegschießen. Wow. Aus Selbstschutz, oder Ja. wieso hast du das gemacht?
Ja, aus Selbstschutz, jawohl, wirklich. Ich wünschte, ich hätte die Kraft ohne gehabt, Scheiß, ja, weil du bist wirklich gar nicht mehr unser Hit gekommen, ohre Scheiß. Ich bin wirklich ich wünschte, ich hätte die Kraft gehabt. Ich habe nämlich so eine Ion-Phase gehabt. Kennt das noch jemand? Ja, natürlich. Das war der erste grosse WoW-Klon. Nein. Ui, du. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gesund für mich. Ist noch witzig, wie früher Das jedes Game, so wie Ion und all die rausgekommen sind, jedes Mal, wenn es rausgekommen ist, hast du in allen Magazinen und Websites gelesen, ist das jetzt der eine grosse WoW-Killer. Und es war nie einer gewesen. Schlussendlich hat es wirklich WoW selber gebraucht, um sich zu vernichten. Keine haben das jetzt geschafft. Aber das dafür mit Bravour. Ja, es ist wie in den meisten Actionfilmen aus den 80er Jahren oder so. Du musst den Bösewicht nicht vernichten. Er macht das früher oder später selber. Absolut. Absolut. Ja, dann sonst, ich habe einen Film geschaut wieder mal. Ich bin wieder mal dazugekommen und habe Fast and Furious 8 endlich mal geschaut. Und ey, es ist überraschend, wie sehr es immer, weißt du, immer denkst, hey, jetzt ist der High-Peak. Es kann nicht noch beschissener werden. Und dann machen sie es einfach. Okay, aber jetzt habe ich schnell eine Frage. Das ist super, Thema beschissen mit diesen Filmen. Hey, Andi, ich muss jetzt schnell etwas wissen. Ja, als jemand, der nicht einen einzigen Film geschaut hat von denen, ist es wahr, dass es plötzlich irgendwie am 5. viel besser geworden ist als vorher? Also so wie ich das mitbekommen habe, ist es am Anfang so ein bisschen Dude-Bro-Duschfahrer gewesen, so, hey, schau mal, wir haben coole Autos, und jetzt ist es irgendwie... Ja, wir müssen die Welt retten. Das sind die gleichen Leute, die Leute, die das behaupten, sind die gleichen, die das Ende von Lost gut gefunden haben. Nein, also völlig nein. Teil 1 und 2, ich habe den Typ gekickt wahrscheinlich. Ich habe es super gefunden. Der erste Teil habe ich cool gefunden. So ist halt so ein bisschen Cop geht undercover mit ein paar tunten Autos lässig. Der zweite Teil ungefähr gleich, und nachher jetzt immer mehr anfangen übertrieben werden. Und jetzt mittlerweile sind wir bei aus dem Flugzeug kumpen mit den Autos und irgendwelchen U-Boot-artigen Dinger, die aus dem Eis rausgeschossen kommen. Und es ist einfach eine zu viel. Und die schauspielerische Leistung wird... Sie haben so ein paar typische Blockbuster-Gags drin, wo ich mich selber verwünscht habe, wenn ich so schnell durchgehockt bin und so kurz... aber das ist genau so. Ich schaue es einfach nur, um ein bisschen verdummen zwischendurch, aber... Ja, eigentlich ist also haben sie mittlerweile den Die Die Another Day Level erreicht. Massiv überschritten. Das genau gleich wie du, ja. Eben, wie gesagt, richtig scheiße kann man trotzdem mal schauen, wenn man sonst gerade nichts zu schauen hat. Man verpasst aber auch nichts, wenn man es nicht macht. Okay. Ja, Kommt ein Paul Walker wieder vor? Wie? Haben sie wieder auferweckt, der Paul Walker? Du, ich glaube, sie haben kein Geld ich habe noch nicht geschaut, ich bin jetzt mehr zu uns geheicht. Ja. Nein, ja. yes. Das finde ich so etwas von beschissen. Nein, ich finde es aber auch schon scheiße, dass, weißt du, jetzt die ganzen Zitate von ihm kommen. Wie ist das gegangen? Brüll nicht um mich, wenn ich stirb im Auto, weil ich stirb glücklich oder irgendwie so. Und bitte. Leute, die haben sich das tätowiert und nein, du hast garantiert nicht gelacht, wo du gemerkt hast, dass der Porsche gerade... Tätowiert ist ja noch eins, es hat jeder irgendwelche Kleber auf dem Auto, Rest in Peace, Paul Walker, und daneben haben sie Tuner gegen Raser aufkleber, weißt du, total eigentlich die Widersprüche, einfach, dass man die Kleber und ich muss einfach sagen so, hat, hey, look, weißt du, eben, da muss ich ja sagen, nein, ich glaube nicht, dass er gelacht hat, und mit ja, du kommst ja aus dieser Szene, also... Was noch mit drin krachen ist. Ich nehme mal, er hat auch blöd reingeschaut, nein. Da lacht keiner, ja. Nein, richtig, ich bin in unserer Tuner-Szene. Hergi, du kommst ja aus der Tuner-Szene, gell? Das mit dem Fast and Furious, das ist einfach immer ein grosses Thema gewesen. Und das geht dir irgendwann so auf den Sack. Entschuldigung, weißt, jedes Mal wird mit diesen Filmen verglichen, weißt, aber wie ich vorhin gesagt habe, hast du den Kleber da, mit überall alles vollgepflastert, mit Paul Walker Kleber an. Und daneben gleich Tuner gegen Raser Kleber, weißt, da bist du eigentlich voll ein Widerspruch in sich selber. Ja. Aber der Film selber hat die ganze Szene schon ein bisschen angekurbelt, oder? Also, wenn man vom ersten Teil ich habe selber gross am Char auf der Seite gehabt, der Green Furious. Das war mein Spitzname damals. Aber ich nie wegen den Filmen, sondern weil ich einfach gefunden, es passt, und weil mir einfach der Green Mitsubishi Eclipse gefallen hat vom ersten Teil. Und wegen dem zu tun hatte. Nachher, was da angefangen hat, das ist für mich einfach nur noch lächerlich geworden. Das ist einfach nicht mehr lustig gewesen. So ein übertriebener Hype, oder? Wie es in jeder Szene gibt, die übertriebenen Hypes. Ja, die machen den richtigen... Leute müssen sich irgendwie identifizieren. Ja, die machen den richtigen Tuning-Treffen zu diesem Thema, Paul Walker und Fast and Furious, weil eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, nur dass es so dass die Leute kommen, ja, es zieht. Das ist,
Ja, die kommen, ja. Das ist mir nur so, der Peulis, der auf das Plakat tun und die Leute kommen. Die ersten 2 Teile sind noch okay gewesen zum Schauen. So. Die sind auch noch nicht ganz so überrissen gewesen. Die haben zwar ungefähr irgendwie 50 Gänge an ihren geschalteten Autos. aber sonst ist es relativ cool zum Schauen. Ja, die können schalten, das ist unglaublich. Das Meme kenne ich sogar und ich schaue nicht mal die Filme. Das war relativ cool gewesen, die ersten 2, aber nachher eben im 3., glaube ich, oder 4. taucht plötzlich der Vin Diesel wieder auf aus dem ersten Teil. Der ist nachher wieder ganz dabei, der ist jetzt glaube ich auch irgendwie Produzent oder so. Plötzlich ist der in Japan, wo per Zufall gerade die ganze Story von dem Teil spielt am Schluss. Und wieso nicht? Voll Scheiße. Aber gehen wir weg von Fast and Furious und mein letzte Ding, das ich geschaut habe, ist, also ich habe angefangen, ich wollte schauen, sagen wir es so. Ich wollte Dragon Ball, die neue Serie da, oder neue Serie schauen, die da rausgekommen ist. Aber ich habe sie nur auf Deutsch gefunden, so im ersten Anlauf. Und habe dann halt mal reingeschaut und habe sofort wieder abgestellt. Weil der Son Goku tönt einfach nicht mehr wie so ein cooler Son Goku von früher. Er tönt jetzt so, weißt du, der 50-jährige Lasterfahrer, der am Wochenende in WoW als 14-jährige Elfen umeinander läuft. Okay, aber sind wir ehrlich, wie alt ist der Son Goku in diesem Zeitpunkt, wenn wir jetzt der Timeline folgen? Dann müsste ja etwa 60 sein oder irgend so etwas. Ja, ist eine fett. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe mir mal die Zeit genommen in der Oberstufe und ausgerechnet, wie alt das Son Goku ist. Anhand von diesen Daten, die wir die ganze Zeit bekommen haben. Und dann bin ich wirklich drauf gekommen. Er ist etwa gleich alt wie der Mr. Satan und der Dude ist auch etwa 60. Du Alkohol konserviert, der Eukat. Ja, ich glaube, wenn du magische Bohnen isst jeden Tag, dann bleibst du wahrscheinlich auch jünger. Hast du einen? Vielleicht sind die magischen Bohnen nichts anderes. Wenn er in jeder Phase, wo er gestorben ist und tot war, in dieser Zeit nicht altert. Ja, dann sparst du natürlich auch ein paar Jahre. Ja, und früher haben sie so viele Füllerfolgen in der Serie drin gehabt, dass es ein halbes Jahr lang zuschauen, wie er Knöpfe liest. Und also der hat schon genug Zeit da drin verbracht. Aber auf jeden Fall, ich habe es dann auf Japanisch mal. Ich habe dann mal einen Trailer geschaut, wie es auf Japanisch steht, vielleicht mit Untertiteln. Aber dann habe ich einen mega Lachkrampf bekommen. Ich finde die Stimme, es geht überhaupt nicht. Ja, genau. Und jetzt gehen wir euch so auf die Fresse. Ja, geht nicht im Original eine Frau am Son Goku immer noch die Stimme? Doch. Doch. Das habe ich eben gemeint. Da sind wir von 40 auf 12 unter. Nein, es geht überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz krass. Und ich hoffe, dass es im Englischen besser tönt. Das muss ich dann noch schauen. Ich habe Dragon Ball Z... wie hat es geheißen? Das Remake, Remake, sie haben es remastered. Kai, genau. Das habe ich geschaut auf Englisch und ich muss sagen, die Stimmen sind ziemlich gut gewesen. Also sie sind so gewesen, wie ich es deutsch in Erinnerung hatte, eigentlich. Als ob es die gleiche... Ja, und dann, also ich meine, es ist genau das gleiche gewesen, einfach ein bisschen zusammengeschnitten. Ich glaube, sie haben da die gleiche. Sie haben es von 100 auf 60 Folgen reduziert. Ja. Eben das ganze unnötige Äpfelessen, das der Andy vorher gesagt hat, ja. Ich habe da nicht so mitreden durch Dragon Ball nie geschaut. Okay. Nicht. Keine Ahnung, das hat mich nie gereizt. Sorry. Du bist noch mal ein paar Jahre älter als mir, vielleicht liegt es an dem. Was? Wie alt ist der? Ja, vielleicht der... Ja, ich bin ja bei 60 und sehe aus wie der Son Goku. Also ich habe dich mal live gesehen, du siehst nicht aus wie der Son Goku, sorry. Nur mit das Japanisch ausgefasst. Danke, Andi. Früher habe ich so ausgesehen, als ich noch Haare hatte. Ja, ohne Scheiß. Also haben wir es aufgeschält. Anyway. Der Koffer hat dich einfach verarscht. Ja, extrem. Ja. Oh. Nein, ich habe wirklich gesagt, du siehst hast du so einen Stock gehabt, der sich verlängern konnte? Oh Gott, ja. Wer ist das? Kennst du Dragon Ball nicht? Nein, ich kenne Dragon Ball nicht. Der Raffi übernimmt das Steuer, mach weiter. Ja, sind aber auch alle gezeichnet gewesen, gell? Ich bin anders beschäftigt, ich bin mehr mit Freuen beschäftigt. ich muss das Ganze ein bisschen unter Kontrolle ja, unbedingt, bitte. Nicht auf die Details, nein. Und darum sage ich danke, Andy, für deine kurze Vertiefung von deinen Sachen, die dich beschäftigen. Und darum würde ich gerne den Chris fragen, was bei ihm so läuft momentan. Okay, wir haben ja schon lange nicht mehr aufgenommen. Ja. Darum, in der Zwischenzeit ist Super Mario Odyssey rausgekommen. Und die uns schon ein bisschen kennen, die wissen, dass das vor allem für den Raffi und mich ein mega Ding ist. Weil das ist das erste Super Mario seit Galaxy 2, wo wenn es traditionelles 3D Mario war. Und ja, ich meine, die das hören, die wissen auch mittlerweile, dass wir ein Let's Play davon machen sind, wo ihr unbedingt schauen solltet, weil es ist lustig. Und das Game ist unglaublich. Es ist einfach so geil. Es könnte das beste 3D Mario sein aller Zeiten.
Könnte, sagst du? Ich bin... Aber... Nein, nicht aber. Ich bin am Studieren. Ich glaube, es ist das beste 3D. Könnte, aber... Nein, ich glaube, es ist das beste 3D Mario. Laut Metascore auf jeden Fall. Sag's doch so. Nice. Ja, weil das Krasse ist eben, sie haben... Das ist etwas, was mir gestern Abend aufgefallen ist. Nintendo hat jetzt mit diesen 2 neuen Titeln, die sie rausgebracht haben, mit dem neuen Zelda und mit dem neuen Mario, haben sie wirklich eigentlich Speedrunning akzeptiert und umarmt und so gesagt, okay, das ist jetzt Teil von der Gaming-Community und das wir unterstützen. Das heisst, sie geben dir die Kiste an Tools, die du kannst nutzen und sie sagen, schau, dort ist das Ziel, wenn du dann kommst, ist dir überlassen, du kannst den Weg nehmen, den wir da vorgegeben haben, oder du kannst einfach machen, was immer technisch möglich ist in diesem Game, um ans Ziel zu kommen, und das ist der richtige Weg. Es gibt kein, du hast beschissen, oder du hast, weiss doch auch nicht, cheatet oder irgendetwas. Eine Kiste mit Tools, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Sind sie jetzt auf Lootboxen umgestiegen? Dazu kommen wir später. Sind sie nicht. Das ist eben auch so etwas. Du hast Kostüme mit dem Game, du hast 2 verschiedene Währungen, aber nichts davon musst du kaufen. Und du kannst auch nicht kaufen. Also es ist wirklich ein fantastisches Game. Wirklich. Wahrscheinlich das beste 3D Mario. Schau das Let's Play. Let's Play. Für das würde es mir reizen, die Switch zu kaufen. Nur wegen dem Game. Ja. Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich geil. Wenn ich natürlich von der Switch rede, dann rede ich meistens vom neuen Odyssey und vom neuen Zelda. Das sind beides fantastische Games und ein System Seller. Aber die Switch hat so viel gutes Zeug gesetzt und es ist unglaublich, wie mindestens jeden Monat mindestens ein fantastisches Game rausgekommen ist auf der Switch, seit sie draußen ist. Also Nintendo, die wissen jetzt wirklich langsam, haben sie begriffen, was sie machen. Ja, unterstütze ich nicht ganz die Aussage, aber... Nochmal? Also ich spiele Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und Zelda und sonst hat mir noch kein anderes Spiel wirklich gereizt. Ja, also logisch, es ist nicht jedes Game für alle, aber es ist jeden Monat ein grosser Titel rausgekommen. Das ist... Das Mario Party wäre super. Das neue Mario Party wäre mal geil. Und zwar, dass du mit 4 Switches kannst anhocken und auch so kannst spielen und gleichzeitig aber auch kannst an einem PC spielen. Und das werden sie machen, müssen sie. Ja, garantiert. So wie auch Smash Brothers. Hey, weißt du, wie geil. Ja. Oder das Pokémon Stadium. Nein. Pokémon, da wissen wir ja auch, dass etwas im Busch ist. Dort kommt das RPG raus etwas. Und ich fand, sie haben das ja früher nicht wollen. Sie haben gesagt, es ist gegen den Gedanken von den Pokémon Games, dass du das auf einer stationären Konsole So spielst. schnell, Moment, ganz kurz. Fertig. Ja. Bist ruhig. Was, schon fertig? Ja. Nein, der Link. Ich rede mit dem Link. Hör auf bellen. Nein, der Hund. Link, pfui. Pfui, Link. Aus die Maus. Nein, jetzt musst du nicht kuscheln. Nein, also es wird sicher gut kommen. Es wird sicher super gut kommen auf Switch. Ja. Dass sie jetzt beim... Wie heisst es die neuen Pokémons? Sonnenmond und irgendwie Supermond oder... Ultra, genau, Ultramond. Wo du jetzt scheint alle Pokémon fangen kannst. Okay. Wild. Also einmal ziemlich sicher alle legendären kannst fangen, was es plötzlich alle gibt, auf einem Release, oder? Und somit haben sie ja gesagt, schliessen sie eigentlich den Teil von der Handhelden ab, hat es geheißen. Oh, okay. Also, ja. dass das die letzten Titel sein werden, glaube ich noch nicht ganz, aber ich glaube, sie eröffnen auch mit Pokémon ein neues Zeitalter, so wie sie Super Mario und Zelda wieder neu gemacht haben, revolutioniert. Ja, voll. Also wirklich ein Change in Richtung Zukunft, was auch unser Hauptthema sein wird an dieser Stelle. Genau. Das finde ich auch eine coole Idee super. Eigentlich, weil eben, sie haben es mit Mario gemacht und es hat gut funktioniert, sie haben es mit Zelda gemacht und es hat gut funktioniert, dass sie gesagt haben, hey, okay, tun wir etwas Neues ausprobieren. Und das ist bei Pokémon dringend nötig, weil dort hat sich seit 20 Jahren nicht viel gemacht. Na, Pokémon sind immer wüster und dümmer geworden. Ja, das sagen sie. Ja, also auch wie sie aussehen, also das... Anyway. Ich bin schon so gestartet. Darf ich da den Rest von meinen Sachen noch erzählen? Oder? Ja, mach einfach weiter. Okay, also. Ich bin an dem Sonntagmorgen viel zu müde, um da wirklich autoritär zu wirken, um das Ganze im Griff zu behalten. Sonntagmorgen, es ist 3 Uhr Nachmittag, Raffi. Sag, hör nicht mehr. Ich muss nachher noch arbeiten, hört auf brüllen. Vor allem über Sonntag, ja. Sonntag ist geil, wenn man nichts zu tun hat. Anyway. Ja, Stranger Things 2 ist rausgekommen. Schaut ihr Stranger Things? Ist irgendjemand geschaut von euch? Ja. Gut, super. Fantastisch gewesen, oder? Die erste Staffel erinnert. Die zweite Staffel hast du nicht geschaut? Ich bin erst noch der Erste dahinter. Okay. Ich finde das genial, aber ich muss mal weiter ja, schauen. unbedingt, ja.
Die zweite Staffel ist wirklich... Es ist cool. Es geht einfach direkt weiter. Also es ist zwar ein Jahr später, aber die Story geht wirklich... Es ist eine Fortsetzung. Und so ein bisschen Kritik, die ich gehört habe, ist so ein bisschen, ja, es ist nicht mehr genau das Gleiche wie beim ersten Mal. Und ja, logischerweise nicht, weil du kannst nicht... Es ist nie das Gleiche wie beim ersten Mal. Ja. Da tut es noch weh. Oh mein Gott. Oh. Bist du auf der falschen Position bei dir damals? Andi! Oh mein Gott, jetzt haben wir 2 Andis. Was ist da los? Hast du das richtige Loch getroffen? Jetzt haben wir 2 Andis. Geil, scheiße. Ja. Walliser Andi. Anyway. Stranger Things 2. Ja, zweite Staffel angelaufen. Ja, Toll. Und Stranger Things 2 ist gut. Ja. Wenn ihr den ersten Teil gut gefunden habt, schaut den zweiten auch. Dann haben wir noch etwas anderes entdeckt. Was ist los mit euch? Wenn wir jetzt einfach beenden, macht du schneller keinen Bock mehr. Nein. Es ist mega Ja, schön, das dass ist der nicht bei Wallis dabei war heute. Das war leider das letzte Mal. Das raus. Ich hätte jetzt gar nichts gemacht. Das ist der Andi. Ja, ihr treibt einander an, ist aber nicht gut, oder? Gar nichts gemacht. die triggern sich gegenseitig. Ja. Wir machen mal einen eigenen Podcast, Hergi. Ja, voll, macht das. Ja, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ja. Shit Talk. Ein Shit Talk. Mongo-Podcast. Ja, gibt es noch mehr zu Stranger Things? Nein, aber ich wollte noch ganz Oder kurz willst du einfach nochmal grad noch- auf unsere Let's Plays eingehen. Der Raffi und ich, wir haben ja damals, wo Wind Waker HD rausgekommen ist auf der Wii U, haben wir das ganze Game durchgespielt und das Ganz aufgenommen. professionell. Und das ist... Ganz professionell haben wir das gemacht. Ja, wunderschön, ja. Und das ist ein bisschen mühsam gewesen zum Schauen, glaube ich, weil wir haben halt in erster Linie über das Game geredet und ganz ein bisschen nebensächlich über unsere Erinnerungen und haben ewig lange Episoden gemacht, die irgendwie 1 Stunde gegangen sind oder 1,5 oder so. Und das kannst du einfach nicht schauen, oder? Und jetzt... Ja, das hat auch keiner geschaut, oder? Also. Ja, also es hat irgendwie 3 Aufrufe. Von mir einen, vom Raffi einen und irgendwie irgendjemand anderes, den wir nicht kennen. Irgendjemandem sein Grosse wahrscheinlich. Wahrscheinlich so, oh ja, das klingt noch sympathisch. Eben, und... Oh, das ist gar nicht YouPorn. Eben so, ja. Und jetzt haben wir so gesagt, hey, oder Mario, und jetzt beim Zelda auch. Und man merkt jetzt, es ist... wir haben beide halt recht viel dazugelernt, oder? Wir haben mega gute Audioqualität jetzt und es macht viel Spass, jetzt wo wir ein bisschen mehr wissen, was wir machen. Also mir macht Spaß. Und ich genieße es mega. Also nicht nur das Schauen, sondern auch das Machen selber. Es macht mega Spass. Nein, es war wirklich Spass zum Zielen. Ah, okay, danke vielmals. du bist der eine, der es schaut. Ja, ich bin immer der eine, der es immer anklickt. Also nicht Klicks generiert. Du hast die 20 Mal geschaut. Schon, okay. Was habe ich angeschaut? Du hast es 20 Mal angeschaut. Ja, schon, ja. So. Ich habe nur 20 Freunde, 19 Freunde, das 19 Mal müssen zeigen. Nein, es ist wirklich, es ist unterhaltsam, es ist wirklich Okay, lustig, cool. Ja. Also am Ende seine Tochter hat auch schon ein paar Staffeln schon. geschaut. Also, Und was hat sie dazu gemeint? Ja, die Kleine, die ist mega Fan davon. Sie hat mir eine Zeichnung gemacht vom Super Mario mit dem Cappy und Cappy selber. Fantastisch. Mega herzig. Ja, das ist wirklich toll. Ich glaube, ich poste das mal noch. Unbedingt, ja. So als Fanart. Yes. Irgendwie muss das ja anfangen, oder? Gut, ja. Unser Durchschnittszuschauer ist 7. Yay! Eben, dann würde ich jetzt eigentlich gerade mit dem gleichen weiterfahren. Und zwar Mit dem nächsten eben, die 7-Jährigen. Let's Plays. Ein bisschen blöd sicher. Die Let's Plays sind angelaufen. Ich finde, wir haben da auch gutes Feedback drauf bekommen. Es wird geliked, es wird teilweise kommentiert oder ich werde sonst privat oder per Facebook angesprochen, dass es cool ist, was wir machen. Ich finde auch die ganze Geekstübli-Sache ist super gut angelaufen. Ich hätte bitte einen aufhören, da das Zeug nicht schreiben. Danke vielmals. Andi, hör auf. Wir haben da gerade unser Google Docs offen und die Jungs schreiben Zeugs rein, um mich von meinem Host abzulenken. Es ist okay. Wieso? Wie gerade ich verdächtigt? Es bist sofort wieder rein. Ja, natürlich. Eben wie gesagt, auf Twitch habe ich jetzt auch den Nerdbirds-Kanal ein bisschen aufgepimpt. Wir haben jetzt Alerts und mittlerweile auch schon 30 Follower, was mich mega freut. Es macht cool. wirklich Spaß zu spielen, wenn Leute dabei sind. Wo der Chris das letzte Mal zu einer Aufnahmesession
bei mir daheim war oder bei uns daheim, haben wir auch so einen spontanen Mitternachts Mario Kart Action gemacht und auch da haben die Leute zugeschaut. Sie sind noch ein bisschen chatscheu, aber... und sie sind meistens gegangen, nachdem ich sie begrüßt habe, aber sonst, ja. Ja, aber da bist einfach du schuld mit deiner Euphorie. Ja. Du hättest ihn einfach nicht dürfen auspacken, das war einer zu viel gewesen. Ah, scheiße, ich wusste nicht, was ist falsch gewesen an dem. Zippel sollte ich nicht draussen haben, wenn die Kamera läuft. Ah, okay. Ja. Wenn du Brüste hättest, Chris, dann wäre es anders. Ja, leider. Ja, es tut mir leid, gell. Was hast du letztens gesagt? Was hast du? Der Arsch von der... Wie hast du gesagt? Was hast du? Ja, genau. Er hat gern, was hast haben du wir im Chat gesagt? Er hat gesagt? gern... Du hast im Chat gesagt, du bist der Arsch von welcher? Von was? Von der... Nein, er hat gern den Arsch, hat er gesagt. Ich habe ihm gesagt, er hat von hinten sieht er ein bisschen aus mit der Frisur und er hat gesagt, er hat gern den Arsch von er. Oh Mann. Aber ich weiss. Anyway, ich sage das ein bisschen oft heute. Anyway. Hey, weißt du noch früher, wo ich mein Gesicht aus dem Fenster gestreckt habe und du deinen Arsch und alle gewöhnliche Zwillinge? Ja, das ist ein Alter. Den kennen wir langsam. Ja, der hast du öfters gehört, Raffi, gell? Nein, eben. Ah ja, gestern war auch noch spannend gewesen. Da haben wir mit Raffi vom Gamestübli zusammen einen Stream laufen lassen. Und zwar so einen Duo-Stream. Das heisst, man sieht beide Bilder, also beide Gameplays plus beide Kameras. Und der Sound ist auch synchron. Und so haben wir zusammen Battlefront 2 gespielt. Macht übrigens auch recht Spaß, das Spiel. Ich bin oft grottenschlecht, aber okay. Das Coole an dem ganzen Stream war, ich weiss jetzt nicht, wie der Name ist von dieser Plattform. Es ist eine Online-Plattform, wo wir eben unsere OBS-Links dort anschicken. Dort wird es verarbeitet und dann kann man das im Twitch einbetten, dass man beide Bildschirme sieht. Und da schreibt plötzlich einer auf Englisch, wie uns die Oberfläche gefällt. Obwohl ich eher das Gefühl habe, das ist schon bei einer Boot gesehen, nicht? Ja, weil ich es auch noch gesehen habe. Was war das? Ein Boot. Mensch, das ist irgendwas Programm gesehen. Meinst du einen Bot? Ein Bot. Nicht ein Bot? Nein, der ist wirklich... der ist auf unsere Sache eingegangen, was wir mit ihm geschwätzt haben. Ah ja? Und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass er... Nein, er ist der, der das Programm geschrieben hat. Ah, okay. Steve Jobs. Also... Nein, einfach der Dude, der das Programm geschrieben hat, hat sich persönlich gemeldet und das finde ich mega cool. Das finde ich wirklich mega cool, ein super Support und wir werden das mehrfach machen. Man kann bis zu 4 Gameplays gleichzeitig einbinden. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, es hat zweimal Gameplay und zweimal eure Kamera drin gehabt? Ist es einfach so aufgeteilt gewesen, so 4 Viereck nebeneinander, oder was? Nein, 2. Ja, okay, aber wie? 2 Viereck nebeneinander und oben und unten auf so ein Overlay. Und da hat man noch sein eigenes Logo reinmachen. Und er konnte switchen, dass wenn er schnell weg war, hat er meinen Teil auf Solo schalten und umgekehrt. Ah, das klingt recht cool, ja. Das ist wirklich cool. Ja. Und ich glaube, dass wir werden dieser Sache treu bleiben, also dem Programm. Und werden da sicher noch ein paar Sachen machen. Vielleicht auch noch mit mehreren Leuten, oder? Dass man wir müssen es mal durchsetzen, zu viert gegeneinander. Irgend so etwas, irgendetwas Lässiges. Genau, und ich glaube, das wird in Zukunft kommen. Cool. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Das ist eigentlich mein Teil, was ich da zu sagen habe. Habe ich eh nicht gemeldet. Und dann wollen wir doch mal unseren Gast fragen, was bei ihm so abgeht momentan. aber halt dich kurz. Also. Nicht übertrieben, ist dein erster Auftritt da. Ist gut, ja. Ich habe mir das da gerade mal aufgeschrieben, wo wir damals den Podcast machen wollten. Es hat sich ein bisschen geändert. Da nicht näher drauf eingehen. Aber die meiste Zeit bin ich schon am Gamen halt. Aktuell bei mir ist South Park, da die rektakuläre Zerreißprobe. So ein dummer Titel auf Deutsch. Ich finde South Park einfach... Weißt du, der Englische ist so elegant. Er ist so elegant. The Fractured Butthole. Ja. Der Butthole. Ja, wirklich. Nein, es ist... Ich liebe South Park einfach. Ich mag einfach der Art von Humor, weißt du, schon damals bei den ersten Folgen und schon das erste Game Stick of Truth, das ist absolut der Hammer gewesen. Und jetzt so, mit dem hast du schon mal gerade einen draufgelegt,
Du kommst dir einfach ständig vor, du bist wie in einer South Park-Serie. Das ganze Game, oder? Ja, ja, du bist einfach mit drin. Richtig, ja. Und das haben sie gut gemacht. Ich hätte jetzt kein 3D-Game davon wählen. Ich habe wirklich so ein Side-Scrolling-Ding wählen. Es sieht aus wie eine Serie. Es ist wirklich ich super. Kann mich erinnern, es hat damals original. mal gegeben, South Park-Game à la wie ein Shooter. Ja, Schneeball-Zeugs da. Auf mit dem dem Nintendo Schneeball. 64. Ja. Ja, da bist du wie, genau, ja, bist wie mit 3D gewesen. Es ist ja zwar gerade am Anfang aber es ist so lustig. Ja, wie jedes Rare-Game zu dieser Zeit. Es hat sogar einen Multiplayer genau. drin gehabt, wo zu viert hast. Ganz witzig gewesen, ja. Aber wenn du wieder so etwas gebrungen hast in 3D, nein, das wäre, glaube ich, nicht gut angekommen. Jetzt so mit dem daher ist ganz gut. Man denkt, es sei wahrscheinlich ein dämliches Spiel, wenn man so zuschaut am Anfang. Aber es ist eigentlich... es ist recht anspruchsvoll und schwer. Auch taktisch, ja. Also, du musst wirklich überlegen. Du brauchst, wie man richtig taktische Rollenspiel, also, es ist ja rundenbasiert und das ist ja dein Strategiebrett und da musst du schauen, wo stehst und was wirkst und was machst. Also, ja, gut, was du wirkst, dann miteinander anschiffen und anschiessen. Also, das ist aber das Lustige an dazu, ja. Oder ich will es unbedingt durchspielen, meine Let's Play Folgen laufen ständig ja bei auf dem Geek-Stübeli und wird immer weitergeführt. Was ich momentan nur Game tue, was leider ein bisschen untergegangen ist und was ich sehr schade finde, ist das neue Assassin's Creed. Ja. Ich muss sagen, wow. Ist gut. Ey, wow, wirklich, ey. Also, man hat echt so, weil die 1 Jahr kreative Pause haben sie ja eingelegt, weil sie ja wirklich à la FIFA immer wieder ein neues Äusser gebuttert haben, jedes Jahr, jedes Mal wieder, und das ist sagen. Da haben wir schon gemerkt, beim letzten Teil, wo das England gespielt hat, weiß nicht mehr, wie es geheissen hat, wo da das zweite Syndicate, ja, da ist wirklich gemerkt, so, ja, es ist wieder so draufgelegt, das ist alles so draufgelegt, das ist nicht wirklich, ja. Und jetzt haben wir die Pause gut getan, wirklich da das Kampfsystem überarbeitet und alles. Es ist wirklich fordernd. Okay, das war deutlich einfacher früher. Du hast auf 3 können drücken zum Parieren und über. Wenn schon 2 auf das Mal auf dich zukommen, hast du ein Problem. Ja, deutlich, ja. Genau, ja. Wie sieht es aus mit, wie gross ist der Anteil vom Klettern? Klettern ist halt... Über das Zeug klettern und Dach rüber. Ja. Ist das noch relevant oder hat das abgenommen? Klar ist das relevant. Das ist ein essentieller Teil von Assassin's Creed, oder? Essentiell, ja. Oh, ja. Ja gut, das ist ja natürlich, du kannst überall, weißt du, das ist schon verbessert. Du bleibst selten irgendwo stecken. Also, du kannst auch wirklich auf alles klettern, wirklich. Du musst keine Gedanken machen. Auf dem Anfang bin ich also davor gestanden. Du kannst alles besteigen, ja. Ja, nein, du kannst wirklich alles. Weil am Anfang hatte ich auch so das Gefühl gehabt, als ich angefangen habe, die Felswand, da kommst du sicher in den Brief. Ja, probier's mal. Ja, kommst du überall im Brief. Du musst einfach nur... Das, was du siehst, kommst du im Brief. Heißt auf. Opsi. Entschuldigung, Opsi. Sag ruhig, bleib der Walliser. Bleib überall Opsi, ja. Und nicht im Brief kommst du auch wieder. Eben, der mit dem Klettern ist schon eine berechtigte Frage, oder? Weil ich meine, im Syndicate hast du einen fucking Enterhaken gehabt und dann hast du einfach dich auf jeden Huren Turm aufziehen und dann ist es so ein bisschen... Ja, ganz uncool. Ja, eben genau, das meine ich, oder? Ich meine, dann ist ja... Fertig mit dem Gugus. Der Gugus gibt es nicht. Das ist... Ja, nein. Das ist so, als müsstest du nicht mehr gumpen in einem Mario-Game. Das macht keinen Sinn, oder? Ja. So weit habe ich es gar nicht gespielt bis zum Enterhaken. Das haben wir schon vorverleiht zu halten. Nein, das Neue ist wirklich von mir aus gesehen sehr empfehlenswert. Eben mit dem Klettern, mit dem überarbeiteten Kampfsystem. Und vor allem, es ist riesig. Es ist riesig. Es ist, also die Karte, Heiland. Hat es aber auch das Zeug zu tun? Oder hast du einfach riesige Sandlandschaften, wo du einfach 10 Minuten lang durchs Nichts durchreitest? Nein, du hast schon zu tun. Vor allem, ich komme eben wieder, weißt du, das, was ich vorher angedeutet habe, eben mit der Minimap, da kommen wir nachher zu dem Thema, dass sie eben voll weg ist. Ja. Aber wie beim Zelda, das hast du alles, ein paar Sachen hast du von Zelda aber nur so wie das. Und du musst total anders steigen beim Game, aber ich komme dann später dazu. Du kannst durchlaufen, es ist alles mehr aufgebaut wie ein Rollenspiel. Du hast Passanten, die du triffst und die haben so Nebenquests für dich. Du kannst die Hauptquests verfolgen, du kannst Sachen sammeln etc. Wie immer. Und du kannst sogar looten,
Craft, du kannst höher viel machen. Es ist wirklich, aber und sieht fantastisch aus. Alles zusammen spielen es natürlich auf der PlayStation Pro mit einem 60 Zöller 4K TV und das ist natürlich wirklich gerade so, oder? Ja. Und er hackt nicht mal weit weg davon. Nein, also, du bist der Affe schon bei mir gewesen. Ja. Ich habe schlechte Augen, weißt du, darum brauche ich grosse Bildschirme. Im Alter, weißt du, ja. Soweit ab und zu Assassin's Creed. Aber schade komme ich nicht mehr dazu, werde ich gerne mehr dazu kommen. Und was ich momentan noch aktuell habe, ist das neue Need for Speed. Heute Meinung auseinander. Ja. Review gibt's, ja, das Video, Need for Speed. Need for Speed ist Need for Speed geblieben. Es ist jetzt nicht wirklich irgendetwas Revolutionäres dabei. Du kannst immer noch deine Kerl tunen und herumfurzen. Hat nicht wirklich viel mehr mit Rennspiel zu tun. Geht auf einen zweiten Blick, aber ja. Und vielfach... Dafür kannst du jetzt echtes Geld ausgeben. Ja, hey, ja, im Game. Geil, ja. Ja, Englisch, ja. Das Super, ist ja, oder? Das ist momentan ist das Mode, ja. aber Saumode. Ja, das mit dem... Das ist eine ganz... das ist eine ganz schlechte Richtung, ist das. Kannst nicht, wenn du willst, musst nicht, aber wenn du teils willst dann hast du aber die Option, dass du noch grinden tust. Das ist ja wieder so eine neue Sache, aber... Eben genau, von dem her musst du eigentlich schon, weil wenn du es nicht machst, dann nachher musst du einfach viel Zeit aufwenden. Weil das Game so fucking designt worden ist. Aber eben, das ist ja nachher dann ein Thema. Thema VR ist natürlich bei mir immer aktuell, oder? Weil ich liebe so Vertragsgüte und ich tue gerne mal wieder eine Runde spielen. Ich liebe halt einfach mal gerne wieder, wenn du mal so ein Minispiel kannst im Brillladen oder so ein kleines Ding, was ich aktuell probiere, also im Brillladen habe gestern, ist Skyrim VR. Ja, da bin ich ganz gespannt drauf, wie du das empfunden hast. Hast du die alten Teile gespielt? Also Skyrim an sich schon mal gespielt? Ja, logisch. Ich habe es damals, als ich rausgekommen habe, sogar vorbestellt bei WoW. Auf der PS3. Und bin natürlich sofort, was im Briefkasten ist, gesehen, Brief ins Zimmer, ciao, schöne Welt. Und die vorderen Teile habe ich auch gespielt, ja. Okay, du bist noch so ein Oblivion-Krieger. Und du hast null Probleme mit Motion Sickness? Nein, Motion Sickness. Nein, ich bin nicht so... jetzt einer, der schnell schlecht wird, wo ich an die Grenzen stoßen tue, sind, wenn du so Chat-Spiele gehen musst, wo du wirklich Loopings fliegst, weißt du? Wo du so Fassrollen machst und da wird es schon ziemlich heikel, da habe ich teils kalten Schweiß auf der Stirn. Dann jetzt weniger so. Problem. Ja. Im Gegensatz zu, wenn ich habe Resident Evil, ich habe es probiert. Hergi, ich habe es wirklich gemacht. Weil ich hast du es probiert, ja? Ich habe die Steuerung umgestellt. Also du kannst ja einstellen, dass du 30 Grad bewegst, wenn du den rechten Control-Sticks in eine Richtung bewegst, oder? Das stört mich aber noch viel mehr. Dann habe ich ihn eben wieder auf flüssig gestellt. Und also wenn ich da wirklich, ich bin zum Beispiel die Szene, wo ich auf einen Vater treffe in der Garage, sorry für den Spoiler, aber da hast du ja wirklich umeinander säckeln müssen und dort ist mir wirklich schlecht geworden. Also das ist dann wirklich, hingegen da das Star Wars VR-Dings oder das COD, wo du da in so einem Chat drin bist, das macht mir nichts, oder? Aber der Andi hat das auch mal kurz angespielt und dem ist schlecht geworden und der Mitbewohner hat nach Rush of Blood von Until Dawn hat er müssen liegen. Ja, also mir ist es wirklich nicht mehr gut gegangen dort. Nach einer Viertelstunde, 10 Minuten, glaube ich sogar. Also 1-2 Runden gespielt und dann habe ich die Brille abgezogen und dann ist es mir richtig trümmelig. Es war, als wäre ich in meinem eigenen Auto mein eigener Beifahrer gewesen. Es ist ganz unangenehm. Es ist interessant, ja, es reagiert jeder anders ein bisschen drauf. Teils so und teils so. Aber die meisten, die ich jetzt gesehen habe, die es probiert haben, bei mir daheim, dann ist es auch wirklich schlecht geworden, ja. Ich habe gesagt, das kannst du immer am besten testen. Weißt du testest, willst du das VR-Gerät kaufen. Vertrag ist nicht, ist immer die Frage. Das ist die andere Sache. Ich mag jetzt lieber vor bei irgendeinem testen, der es schon hat. Aber wenn man halt keinen kennen tut und das will testen, tun wir mal sagen so. Ich will schauen, wie ich auf Motion Sickness reagiere. Tu mal als Beifahrer
auf das Nattel schauen und im Nattel herumtöckeln. Wenn der siehst, wenn der dabei schlecht wird, dann hast du eine Motion Sickness. Wenn du das ohne Problem kannst, dann kannst du dir die VR überlegen zu kaufen, ohne dass du irgendwie eine Motion Sickness hast. Das ist aber genau der gleiche Effekt, ja. Nein, ich fahre jedes Mal ins Feld raus, wenn ich am Handy bin und fahre. Nein, das klappt nicht. Ja. Nein, als Beifahrer hätte ich gesagt. Alles klar. Hallo, nein. Schon klar. Aber ich glaube jetzt mal, Hey. all die Kinder, die früher hinten reingesessen sind bei einer Reise ins Tessin und Gameboy haben können spielen, ohne dass es noch schlecht geworden ist, die werden sicher können die VR aufsetzen. Im Alter ändert sich das auch. Als Kind habe ich früher den Eltern das ganze Auto voll gekotzt. Wir haben etwa 7 verschiedene Autos müssen kaufen, weil immer das Auto voll gekotzt habe. Hast du auch schon gesoffen, oder was? Ja, Er hat wieder gekotzt, los geht's, ein neues Auto. Ja, kurz mal in die Lüftung, du. Ja, das verkommst du nie mehr raus, den Geruch, du. Ja. Pui. Das schmeckt wie Witzig 10 ist, tote wenn der Lüftung Schweine voll im Auto, aufdrehst. du. Okay. Nein, du glaubst, dass ich alles voll kotze. Ja, danke für die Information. Aber nachher ist es nachher in der Jugend ist es dann vergangen, ja. Das ist es auf das Mal Ja, weg. da ist der Alkohol gekommen, Das dann ist, ist es das gegangen. es kommt irgendwann, hast du einen gewissen Zeitpunkt, wo sich das alles umstellen. Ich weiss nicht, wann, wieso, wieso, ich bin kein Doktor. Ja. Na gut. Ja. Ich würde sagen, wenn wir da gerade bei VR sind, würde ich da gerne überleiten in unser heutiges Thema. Weil die VR ist ja etwas Neues, es ist etwas, was das Gamen ein bisschen verändert, den Genuss ein bisschen anders wirken. Und darum haben wir es jetzt über die Zukunft der Games. Wie wird das aussehen? Wo geht es hin? Wir haben die ganze Sache, eben, Lootboxen sind aufgekommen, die ganze Erlebniswelt mit der VR ist aufgekommen. Mich nimmt es Wunder, wird das Spiel besser, wird es schlechter, bleibt es gleich? Sind wir am Schluss wieder bei einem Jumpman oder geht es einfach in eine ganz andere Richtung? Komplett angeschlossen mit Elektroden und angeschlossen mit dem Unterbewusstsein wie bei der Matrix und mit dem Game rein. Yes. Oder, also, War noch geil. Vorstellung. Oder kommen wir Holodecks über, so wie in Star Trek Next Generation? Ich habe mir auch überlegt. Finde ich ganz cool, der Vergleich Ja. mit Matrix. Bin mir ehrlich gesagt, als ich die Brille zuerst mal angelegt habe, kann wirklich vorkommen, so wie eine Matrix, wo hinter Genau. Stöpsel drin verkommt. Also, ich habe schon darüber so, gelesen, dass sie eine Weste erfunden haben für Shooter, dass du ja. Treffer spürst, oder? Also Ja. mit Vibrationen. So. Ich glaube, so Zeugs gibt es schon. Ich glaube jetzt auch, dass das ganze VR-Ding, bevor wir das so den Haltungszweck bekommen haben, ist das sicher militärisch eingesetzt natürlich. worden. Und ich glaube, Ja, also klar, Technologie ist schon lang parat. Es ist immer da gewesen. Es ist schon damals in den 80er da gewesen. Ja, nur hat sie nie richtig durchgesetzt. Ja. Es hat sogar eine Spielhalle gegeben. VR. Power Glove Aber oder was es das nie ist. Eben das wirklich Einzige, was im Moment Genau. die Industrie davon abhaltet, voll auf VR zu setzen, ist, dass es einfach zu viel kostet für den Endbenutzer. ja, Weil du müsstest eine hohe High-End VR-Brille haben Richtig, und die jetzt da sind, die sind mit der Konsole einfach weil die Konsole muss ja die Rechenleistung auf 2 Augen verteilen, wenn du eine VR-Brille hast, damit du 3D kannst haben. Das heißt, jedes Bild, die Leistung wird einfach halbiert, oder? Und danach musst du noch spezielle Controller haben oder Händchen oder eben einen Bodysuit oder vielleicht sogar noch so ein Gestell, wo du reinhockst und so oder reinstehst. Und wenn du wirklich das volle Erlebnis haben, dann kostet das schnell mal irgendwie, weiss ich nicht, vielleicht 5000 Stutz oder irgend so etwas. Ja, aber das ist nur, weil wir jetzt an den Heimmarkt denken. Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Wir denken immer alle, was wir daheim vor dem Sofa machen können. Und vor dem Sofa wollte ich, wenn ich den Tag unterwegs war, gar nicht mehr umeinander fuchteln. Ich will anhaken, Ja, und die Schulter in der Hand haben, oder etwas drin, Genau, und gut ist. ja, das ist die andere Aber Frage. ich kann mir vorstellen, dass der nächste... Genau, ich glaube, was ein Punkt könnte werden, ist, dass wir irgendwann wieder wie früher in Spielhallen gehen. Und dass wir dort halt nicht unbedingt wie Lasertag oder so, aber dass wir dort einen Ort haben, wie in diesen Zelt, was es da gibt. Da hast du deine VR-Brille Genau. an, oder rings um einen Bildschirm oder was auch immer. So. Und dass wir dann wieder neu hergehen, um ein Gibt's ja auch krasses, schon, ja. grosses Erlebnis Ja, haben vom ja. Gaming, das sehr weit entwickelt ist, ohne dass wir riesen viel Geld ausgeben daheim. du, aber jetzt in puncto Lasertag, Zahlst du pro Stunde in puncto oder so? Lasertag gibt es das ja mit VR. Also das finde ich hure geil und das Ja, will ja. ich unbedingt. Also dass wirklich Ja. eine Matrix digital geschaffen wird, wo die Räumlichkeiten von dieser Lagerhalle ja. angepasst Richtig, es ist. gibt Oder? Hallen Das heisst, für das, ja. wenn du eine Wand siehst, kannst du die Wand auch anlangen. Oder? Das heisst,
Du musst nur synchronisiert sein, der Computer muss wissen, wo du dich befindest und dann bist du in dieser Welt. Und ja, dann müssen sie den Boden noch ein bisschen uneben machen, wenn es gerade Stein ist und dann meinst du, es ist mega echt. Also ich glaube, das ist dann, wenn du noch ein paar Windkanäle einbaust, wenn du gerade über eine Schlucht reingehst, dann meinst du das auch. Oder? Weil das Spezielle ist, ja, genau. Und was ich auch gemerkt habe, ist, sobald ich VR anhabe... Ein paar rote und blaue Pillen? Nein, aber eben genau das. Wenn ich VR anhabe, nehme ich so kleine Luftzeuge zum Beispiel, wenn schnell in der Küche das Fenster aufgeht, nehme ich viel eher wahr. Also bei Resident Evil hat es so, haben sie damals als Promo so eine Duftkerze verkauft. Stimmt. Die angezündet hast, die hat nach Blut und nach Keller und nach alles gestunken. Da hast du dich anzünden, nachher hast du wirklich, weißt, wenn du am Haus herum bist gelaufen, hast du wirklich den ganzen Tag Geruch. Wieso sollte man das machen wollen? Raffi, du hast die gehabt? Nein, ich glaube, das ist ein anderer Kollege. Du hast so eine Kerze gehabt. Nein, du hast so eine Kerze gehabt, noch zu Basel in der Wohnung. Nein, Alter, dort hat einfach meine Wohnung so gestunken. Also mir ist schon ohne die hure Kerze schlecht genug geworden von dem Game. Also ich glaube nicht, dass ich das noch gebraucht hätte. Aber ich finde eben, das ist, ich glaube... Was können wir machen? Also, ich habe noch gedacht, um gegen die Motion Sickness anzukommen, dann nimmst du so einen Popcorn-Kübel voll Tablettchen gegen Seekrankheit und dann kannst du gamen wie ein Blöder. Das ist super. Fantastischer Plan. Ja, das ist mega geil. Ja gut. So, du nimmst 5 Bier und dann geht's euch. Dann kotzt er vor dem Fernsehen. Aber ich meine, Technologien, die für den Benutzer interessant sind, ist ja nur ein Teil von der Weiterentwicklung der Games. Oder das andere ist, oder wie tut sich die wirtschaftliche Seite verändern. Und das ist etwas, wo wir jetzt ja gerade wieder einen mega Umschwung gesehen haben, oder beziehungsweise ein bisschen Drama hatten. Und das sind die hohen Lootboxes und Microtransactions gewesen. Ja. Und dort, eben, das ist etwas, wo ja die Industrie eigentlich schon lange drauf in die Richtung gehen will, oder? Eigentlich Singleplayer abschaffen, so gut wie möglich alles nur noch Multiplayer machen, jedes Jahr das gleiche Game mit ein bisschen besserer Grafik, weniger Arbeit, mehr Geld reinholen am Schluss. Games as a Service. Ja, da ist ja die Wirtschaft dazu gezwungen, oder? Auf eine Art, aber das finde ich ganz, ganz schlecht und da finde ich eben gut, dass Nintendo dagegen hebt. Ja. Also Nintendo hebt einfach dagegen. Voll, ja, aber es gibt zum Glück eben auch andere Studios, die das machen. Ich meine, Naughty Dog und wo fantastische Games machen. Ja, wenn sie nicht gerade Mitarbeiter belästigen, dann machen sie gut, ja. Ja, okay, ich rede jetzt natürlich von den Games, die sie machen, aber ja, alle haben ihre Leichen im Keller. Also den Podcast haben wir letztes Mal gehabt, Raffi. Ich weiß, aber ich bin nicht dabei gewesen, ich wollte noch etwas sagen dazu. Eben, CD Projekt Red, ich weiß nicht, ob der Andi das vorher gesagt hat, oder ob ich das nur gemeint habe, dass sie es gehört haben, die machen ihre Witcher-Games und Cyberpunk 2033, 2077. Das ist ja das aktuelle Thema ist ja bei Lootboxen, vor allem jetzt beim neuen Star Wars Battlefront 2. Es ist ein wirklich qualitatives Hörengüterspiel. Es sieht super aus, es macht Spass zu spielen, nur es leidet einfach die ganzen Bewertungen, nur wegen diesen Lootboxen. Keiner kauft es, alle bewerten Scheiße, nur weil du das Gefühl hast, ein bisschen Geld ausgeben für... Du musst ja nicht. Also du klar, aber die Ausrede kannst du immer bringen. Das Problem ist, dass das Game um das herum designt worden ist, weil das EA will, sie wollen das zusätzliche Geld. Und dann wird das Game so gemacht, dass du nicht vorwärts kommst, wenn du nicht Geld ausgibst. Ja, und andersherum muss ich sagen, ich finde es gut, dass die Leute das negativ bewerten oder nicht kaufen, einfach um alles zu zeigen. Ja, Zeichen setzen ist immer wichtig. Es ist halt so, die grossen Studios, die begründen das damit, dass sie nicht mehr finanziell rauskommen. Ja, aber das ist Bullshit. Nur mit dem Verkauf der Games selber. Ja, natürlich. Sie sagen, es bringt es nicht mehr, sie müssen das machen. Und wenn wir bei Skins bleiben, wenn sie sagen, okay, du kannst Skins kaufen, es gibt genug Leute, die das Gefühl haben, sie müssen Haufen Geld für irgendwelche Skins ausgeben. Okay, voll dabei. Bin ich voll dabei. Aber sobald es anfängt ins Gameplay reinlängen... Ja, wieso sollst du Geld ausgeben? Ja. Wieso sollst du zusätzliches Geld ausgeben, damit du das Game schneller fertig spielen kannst, wo du Geld ausgeben hast zum Spielen? Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber solange die Option da ist, wird es immer Leute geben, die es nutzen. Aber es funktioniert. Ja, anderen herum sagen und schreiben am Mecker, das Spiel sei schnell fertig. Weißt du, kannst es einfach den Leuten nie richtig machen. Ja. Weißt du, das ist so... Es ist mühsam. Aber eben jetzt... Ich hoffe, dass das schnell wieder verschwindet. Ja, eben, jetzt ist die Frage, oder? Jetzt haben wir ja schon Belgien und Hawaii, wo beide gesagt haben, oh, wir sind das am Anschauen, weil das sieht nach Glücksspiel aus und das ist nicht so cool.
Genau. Und von dem her, wenn wir Schweine haben, dann gibt das wirklich halt, kann das verursachen, dass es tatsächlich dann gesetzliche Grundlagen geben wird zu dem Thema. Weil im Moment gibt es das noch nicht. In den Games kannst du theoretisch machen, was du willst. Und jetzt merken die Leute... Das betrifft aber jetzt nur die Random Lootboxen. Das betrifft ja nicht. Nein, es geht um Microtransactions. Oder? Also, dass du kannst im Game einfach Geld ausgeben, so viel du willst, jederzeit, relativ einfach, oder? Und dass das keine Regelungen hat. Jetzt stell dir vor, du hast ein Kind, das keinen Bezug zum Geld hat und spielt auf dem Vater seine Ganz Playstation. Genau. Er hat jetzt seine Kreditkarte hinterlegt und der ist mal einen Nachmittag allein. Ganz genau. Also, ja, es gibt ja auch keine Option, um das abzustellen, oder? Ganz genau. Oder dass der irgendein... dort ist wieder ein bisschen, dort musst du als Elternteil Kontrolle haben darüber. Sorry, das ist wieder ein schwieriger Punkt. Ja, eben, aber das ist auch nicht fair. Ja, ganz genau. Das ist auch nicht fair. Ich meine, das ist so, als würdest du sagen, mein Kind kann überall Zigaretten posten, wenn es will, aber es ist die Aufgabe der Eltern halt zu schauen, dass es keine Zigaretten postet. Das ist einfach nicht das Problem von denen, das ist das Problem von den Eltern. Ja, genau, genau. Aber das ist, wie wir eine gesetzliche Grundlage haben für das. Moment. Oder? Und genauso soll es bei den Games auch sein. Du musst irgendwelche Grenzen setzen, du musst Kindersicherungen einbauen oder was weiß ich, oder halt Warnhinweise oder irgendetwas sichs. Aber im Moment gibt es einfach gar nichts und das ist einfach das Problem. Du musst irgendwie ein bisschen eine Führung haben. Oder dass zumindest drauf steht auf der Gamehülle, dass es Mikrotransaktionen unterstützt. Und vor allem halt... So, auf das ein aber die Verkäufer schnallen das ja zum Teil selber nicht. Ich bin vor 2-3 Tagen an der Tankstelle gewesen. Da ist ein vielleicht 12-jähriger Golf da gestanden und hat der Verkäuferin probiert zu erklären, dass er in GTA 5 gerne möchte etwas kaufen und wie er echt Geld dort drauf kann ziehen kann. Ob er das mit dieser PlayStation Cashcard machen oder was das ist. So. Und die anderen haben kein Wort davon verstanden und hätten nachher einfach die Karte verkaufen oder so. Nein, das ist die Aufgabe vom Verkäufer. Die Leute sind halt auch oftmals nicht geschult. Ja. Das ist wieder das andere. Ja, als jemand, der im Verkauf gearbeitet hat mit Games, muss ich ja sagen, eben, du kommst fast nicht nach, oder? Weil es ständig macht die Industrie wieder irgendeinen neuen Scheissdreck und dann wieder so, okay, das ist jetzt auch ein Ding. Schön, dass wir an dem Tag informiert werden, was losgeht und jetzt müssen wir 30 Abschlüsse an dem Tag machen oder irgend so einen Hurenkack die ganze Zeit. Da gehst du überleichen. Weißt du, schlussendlich dreht sich eigentlich alles nur um Geld. Alles nur um Geld. Money rules the world. Ja. Spielindustrie ist ein Milliardenumsatz. Sie machen an einem Game Milliarden Umsatz. Weißt du, was ich will sagen? Also sogar viel mehr, was ein Hollywood-Block passt. Ja, mittlerweile schon. Also viel mehr. Wir reden nicht das Doppelte mehr. Teils 2-3-fach. Also Game Designer hätte man sollen werden. Und jetzt schon das ist aber das Ding, oder? Notiz an mich, Patreon anmelden. Da ist ein Scheissdreck. Zeiten, wo die Game-Industrie einfach 30 kleine Künstler waren, die ihre Kunstobjekte verkauft haben, ist vorbei. Mittlerweile sind es jetzt riesige Businesses, wo die Leute sagen haben, die mit Anzügen laufen und selber nie in ihrem Leben ein Game gespielt haben und kein Interesse daran haben. Ja, die haben Interesse eben am Kohle. Das ist, richtig. Schau, das Star Wars Game, wo hat rauskommen, wo jetzt EA wieder die Finger im Spiel hat. Das wäre wahrscheinlich Star Wars 1313? Nein, das andere. Aha. 1313 ist schon... Nein, das andere. 1313 ist schon mal... Eben, es ist so mühsam. All die guten Singleplayer-Games werden einfach gestrichen. Nein, wir brauchen Multiplayer-Games, wo wir einfach Geld reinholen können. Nein, gebt uns gute Story-Games! Ja, das ist... Dann verdienen sie nur einmal. Ja, ich wollte es vorher mal antennen. Weißt du, es ist gerade wieder so ein bisschen ein Umbruch, merkt man bei den Games herum. Ich habe es ja schon zweimal angetan, zum Beispiel aber wegen der Minimap, weißt du. Weißt du, was mit dem Geld bewegt, ist ja total in die falsche Richtung. Ich habe das Gefühl, man muss mal eher ein bisschen im Gameplay werkeln, oder? Da ist ja zum Beispiel aber, da kommt ein Zelda äußer, gamest das so, wo ist die Minimap? Weißt du, so, Komisch, ja. Da finden die Spieler automatisch an, anders zu spielen, weil sie einfach nicht mehr auf die blöde Karte müssen schauen. Sie gehen erkunden, sie gehen schauen. Das hast du auch gemerkt bei Assassin's Creed. Das ist schon eine Minimap, die findest du nie. Du spielst das Spiel automatisch anders, weil einfach musst du erkunden, weißt? Und nur so wegen so kleinen Details kannst du das ganze Spiel eigentlich auf den Kopf kehren. Und dass man da nicht tut. Weißt du, schau mal, Spiele kann man immer wie geiler aus, immer wie besser. Ich finde, es bald fast keine Barriere mehr zwischen Real und zwischen Game. Wenn ein paar Kollegen zum Beispiel vor dem Fernsehen da, sagen wir mal, angenommen hier FIFA spielen tun, oder? Und dann kommt Freuicher, cool, läuft Fußball, was ist denn da für ein Match? Wir sind im Gamen, weißt du, was ich will sagen? Ja, es ist, oder ein gewisse Autospiel, weißt du, überall wird immer Grafik.
Grafik, weil das die Leute aber wollen, oder? Aber mal ein vernünftiges Gameplay herzutun, weißt du, wo mal funktioniert. Ich gebe jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel Beat'em-Ups, oder? Beat'em-Ups, die sehen immer wie geiler aus, aber es sieht so dumm aus, es sieht so blöd aus, weißt du, wenn du einander, ihr redet jetzt von einer Gameplay-Mechanik her, weißt du, wenn du einander auf die Schnur hauen. Ich finde zwar UFC und so finde ich noch geil. Ja. Weißt du? UFC sieht gut aus. UFC, Ja. da weißt du zum Teil auch nicht, schaust du jetzt einen Kampf oder spielst du ihn. Ja. Also, das muss man auch sagen. Oder ein Rennspiel zum Beispiel. Wir sehen immer wie geiler aus, aber schau mal die Kollision an. Wenn ich so mit 200 Sachen die Mauer fahre mit dem Auto, dann prallt ab wie so eine... wie so ein Touchhalten, weißt du, auf dem Ding, so vom, das hat doch nichts mehr mit dem zu tun, das sieht doch, da nervt es mich, weißt du, einfach kein anständiges Schadensmodell und nichts, weißt du. Aber du willst ja gleich weiterspielen können und wenn jetzt das so realistisch gehalten wird, dass wenn der Karre reinrammt, dann müsstest du im Prinzip so hart sagen, ey, lass die nächsten 3 Wochen spielen, schlimm, bist du im Spital, so. Ja. Dir ist das Billett entzogen worden, so, ja, musst du zuerst wieder deine Prüfungen machen. Das andere ist natürlich auch, gell, wir sind bequem geworden. Das ist das Gefährliche. Wir sind immer mehr in eine Komfortzone gebracht worden von der Game-Industrie. Das mittlerweile zeigen dir die Maps ja schon an, wo du her musst, wo du die Mission musst lösen, wo sie abgeben. Es wird dir alles auf ein Silbertablett gelegt. Du musst nicht mehr selber denken. Und du hockst nur noch an und folgst blind diesen Pfeilen und Anweisungen und voilà. Früher hast du... Was würdest du RTL schauen? Ja... Einfach verblödig. Ich würde jetzt nicht auf dieser Welt können mit RTL am Nachmittag vergleichen. Doch, Sat.1. Aber sonst, ja. Aber es ist schon, ja, einfach dumm, stupid reinschauen. Aber schau, aber das ist aber am Aussterben, die Minimap. Kannst du schauen, es werden immer wie weniger Spiele aber die Minimap haben, weil sie aber gemerkt haben, ja. Finde ich aber auch gut. Es soll auch wirklich anspruchsvoll werden. Ja. Oder? Bin ja voll okay damit. Das war ein bisschen das Problem mit den alten Minimaps, oder? Du hast einfach am Schluss nur noch auf der gespielt eigentlich. Du schaust nur noch auf die Minimap, wo das nächste Ziel ist, oder? Und das hat mich so aufgeregt, der alte Assassin's Creed, oder? Aha. Und jetzt beim neuen, also dort hat es ja Das keine mehr geklappt, dort ist nur noch ein Kompass. Und beim Zelda... Ja, beim Zelda hast also beim Breath of the Wild hast du eine Minimap, aber die kannst du abschalten, wenn du willst. Und die Map zeigt dir auch wirklich nur die aktuellen Missionen an und sonst nichts. Du hast einfach die Landschaft dort drauf. Und du musst dich an der Landschaft orientieren, wie mit einer richtigen Karte. Ja, und vor allem kannst du dort ein Emblem macht's. setzen. Wenn du irgendwo einen Gegner gesehen hast, kannst du selber markieren, dort hat es einen Gegner oder eine Schatzkiste. Oder das heisst, aber die Markierungen sind nicht auf der Minimap nein, nachher. Eben nicht. Du kannst aber auf deiner grossen Karte, wie wenn du die Karte auspacken, kannst du dir ein Kreuzchen neu setzen. Dort möchte ich hin und dann kannst du zwischen ihnen anschauen. Du hast noch 5 Pfeile, Lichtpfeiler, die du kannst setzen, dass du sie von weitem siehst, aber auch nur mit einem Gerät. Und das ist okay. Aber das finde ich cool. Das ist doch cool, ja. Andere Frage. Meint ihr, es gibt wieder einmal eine Blase, wie das früher war, wo all die Konsolen rausgekommen sind? Oh, ja. Weil das Prinzip ist relativ ähnlich. Es ist ein Haufen auf dem Markt, wo du kannst rein investieren. Also du hast zig verschiedene Games. All die Games wollen aber, dass du nur noch das eine Game spielst und nur in das eine Game rein investierst. Meint ihr, es kann irgendwann wieder zu einer Blase kommen? Ich befürchte es. Ich hoffe es nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass es früher oder später passieren könnte, dass es nochmal so eine Blasenplatzen-Aktion gibt, wie damals in den Anfang 80er. Es hat schon mal gegeben, es hat es damals schon mal gegeben. Das war das Game der grosse Hype gewesen, und nachher eben genau in sättigen Gründen auf das Mal wieder ist es total fast uns gestorben und hat wieder neu wiederbeleben. Und ich glaube momentan, wenn es so weitergeht, wirst du wieder mal so ein Ding erleben, so einen Umbruch. Aber eben, ich meine, das ist dann kurz eigentlich schlimm, aber nachher Kommt's ist viel die besser. Game-Industrie ist eigentlich besser geworden für das. In dem Moment, wo es wieder angefangen Das hat. passiert ja immer wenn es einen Klapp gibt, wird es nachher besser. Und manchmal braucht es halt auf die Kollateration. Es muss einfach mal kollabieren. Ja, aber das Coole ist... Das ist genau das Gleiche wie beim Klima, ja. Nein, das Coole ist, wenn es tatsächlich einen Zusammenbruch gibt, dann ist die Industrie nicht mehr finanziell interessant für die Leute, die das grosse Geld verdienen wollen. Ja. Und danach hast du nur noch die Künstler da, die Leute, die etwas machen wollen, weil sie es geil finden. Und danach kommst du wieder richtig
coole Games über, und zwar jedes einzelne, wo du einfach merkst, die Leute haben das mit Liebe gemacht und sie machen es, wie sie geile Games wollen machen und nicht, wie sie wollen Geld verdienen, oder? Es gibt einen Sport für das und das nennt sich Indie-Games. Ja, klar, oder? Aber mal lieber Indie-Games, wo teils von grossen Titeln, weil da Kunst dahinter Wenn AAA mal alle weg sind und es nur noch Indie-Games gibt, dann nachher werden die Leute, die gamen, sich müssen auf die Indie-Games konzentrieren. Das heisst, die Indie-Developer haben nachher viel mehr Geld zur Verfügung. Und die können dann ihren Shit durchziehen. Und das wird dann... Ja. Das wäre cool. Ja. Außer Nintendo. Nintendo wird stehen bleiben. Ja. Ich glaube es. Voll dabei. Ja. Nein, gut. Ich glaube auch. So wie der Ausflug, eben, wir hätten das noch können... Was ich noch will sagen, ich finde das VR-Ding cool. Ich möchte aber gleich auf meinem Sofa sitzen bleiben, wenn ich game. Oder? Ich möchte jetzt wirklich nicht Matrix-mäßig in ein Game reingezogen werden. Es tut weh, so ein Kabel im Grind. Eben. Also. Es kommt aufs Game drauf an. Es ist wirklich unser Fitnessgerät. Ich habe letztens Super Hot gespielt, heisst das Spiel. Hot. Hey, Super Hot. Hey, das ist ein VR. Ich sag dir, ich habe am Schluss richtig Muskelkater und weil ich quer durch das Zimmer gesprungen bin, wieder auf dem Boden gelegt und es ist krass. Okay. Aber ich vergleiche es mehr mit einem Fitnessgerät, das VR. Gut. Ja, dann möchten wir zu einem Abschluss kommen von dem Thema. Wenn die Hörer, die uns jetzt da bis zum Schluss da begleitet haben, noch irgendwelche Ideen haben, die sich entwickeln können, schreibt das rein in Kommentare, es taggen bei Soundcloud oder vielleicht kommt ihr auch auf YouTube, das weiß ich ja noch nicht. Bleibt einfach dabei und sagt uns eure Meinungen, auch wenn ihr findet, dass wir einfach nur Scheiße labern, dürfen das gerne sagen. Wir hören es einfach nicht gerne. Der Chris wird es beantworten. Ja. Und ja, möchte ich eigentlich gerade noch erwähnen an dieser Stelle, dass man nochmal das Geekstübli soll liken, wenn man es noch nicht gemacht hat. Wo sind wir sonst noch zu finden? Chris? Ja, ich bin auf Twitter als Chris Crowdly, Chris, wenn man sagt, und dann CROWDLY. Sonst natürlich auf dem YouTube-Kanal von der Nerdy... Nein. Geekstübli. Vom Geekstübli, sorry. Ja, die Huren Namen. Vom Geekstübli, genau. Wir sind Nerdybirds. Ja. Und dort machen Raf und ich im Moment unsere Mario und Zelda Let's Plays. Früher oder später wird sicher ein anderes Zeug dazu kommen und vielleicht noch eventuell eine andere Kollaborationen. Ja. Cool sind ihr dabei gewesen. Wir sind jetzt da bei einer satten Stunde angekommen. Hergi, danke vielmals für deinen Besuch. Schön hat es geklappt. Ja, merci, dass ich schnurren dass ich verlieren Ja, hoffe, ich nicht zu fest genervt habe. Nein. Wir sind sich gewöhnt. Okay. Das nächste Mal können wir den anderen Raffi einladen und dann können wir euch einzeln bewerten. Ja, das schlimmer war von euch, von dem her. Mach das nicht. Ja. Ja, und sonst findet ihr mich auch auf Facebook, YouTube, Google, eBay. Der D-Day auf eBay. Twitch, wichtig, ja, ich sage Twitch. Gut. Twitch. Und zwar Walliser Gamer. Einfach die alles Walliser Gamer. Überall Walliser Gamer. So wie wir überall die Nerdybirds sind, außer dem Geekstübli. Dort sind wir das Geekstübli. Genau. Ja, wir sind Nerdybirds im Geekstübli. Ja, aber ja, schon klar. Und jetzt sind wir weg. Ja. Also. Genau, ja. Danke vielmals. Machen wir fertig. Macht's gut. So. Auf ein anderes Mal. Schaltet wieder ein, wenn die nerdigen Vögel wieder am Start sind. Tschüss. Peace. Zusammen. Ciao. Ade. Ciao. Tschaußen. Jawohl. Aha. So, wir müssen jetzt auf Stopp drücken, oder?